Lieber Dr. Jerusalem, ich bin wirklich mehr als zufrieden davon zu hören, dass es in Wien ein neues Institut für Taubblinde gibt, und ich muss Ihnen und allen von ganzem Herzen danken, die sich für diese schöne Arbeit engagieren. In der Tat sind diese Kinder dergestalt schwach, dass auch sie Liebe brauchen, all unsere Hingabe, Betreuung, damit alles getan wird, dass ihre Existenz als Menschen lebenswert wird. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch begreifen lernen muss, wie bedauernswert ihr Schicksal, wie doppelt schwer ihr Los ist. Und jeder wird dann großzügig seinen Beitrag zur Unterstützung der Schule leisten, die ihnen neues Licht geben wird, neue Hoffnung. Auch ich war einmal wie ein obdachloses Kind der Finsternis, wie ein hilflos verirrtes Wesen in der einer fremden, kalten Welt. Ich wusste nicht, dass ich liebte oder geliebt wurde. Während die anderen Kinder spielten, seufzte ich, vergrub mich und suchte vergeblich nach Dingen, die ich wollte, bis endlich eine Hand meine berührte mit einer Nachricht voller Licht. Nun begriff ich die Liebe und die nicht auszudrückende Freude über die Befreiung. Ich wünsche die gleiche Freude für all meine kleinen Brüder und Schwestern, die zwei der Sinne nicht besitzen. Ich weiß, dass alle, die selbst fröhliche Kinder haben, die laufen, lachen, küssen und geküsst werden von den Augen dieser glücklichen Kinder. Ich weiß, dass alle, die helfen können, die Rufe dieser gestrandeten kleinen Kinder hören werden und sie in den einen sicheren Hafen voller Liebe und Wissen bringen, dem neuen Institut in Wien. Mit herzlichem Dank und mit von Herzen kommenden Wünschen für das Gelingen Ihrer vornehmen Arbeit bin ich immer Ihre Helen Keller. Diesen Brief ist auch ein Brief an die Geschäftsführerin des Blindenverbandes in Missouri beigefügt. Zuerst ist mir die Bedeutung dieses Briefes nicht ganz klar gewesen, aber schon nach wenigen Zeilen begriff ich, was Helen Keller mit der Kopie dieses Briefes meint. Ich zitiere: Ich bevorzuge eine Pension für die Blinden als eine eigene Klasse, und in der Tat sind das die Lebenskonflikte für uns alle, die behindert sind. Im Grunde genommen war ich gegen eine solche Pension für Blinde in den meisten Fällen. Ich dachte, dies wäre verletzend und dass es besser wäre, wenn das Spendengeld den Nichtsehenden direkt zur Selbsthilfe gegeben wird. Aber ich habe durch die Welt der Wirtschaft und deren Geschäftsbedingungen und die Welt der Arbeit dazugelernt und meine Ansichten korrigiert. Ich habe verstanden, dass Tausende von Männern und Frauen mit all ihren Fähigkeiten, nicht durch eigene Fehler, nicht in der Lage sind, einen zum Leben ausreichenden Lohn für ihre Arbeit zu erhalten oder eben eine ständige Arbeit zu bekommen. Die industrielle Welt, in der wir leben, gibt nicht, kann nicht jedem Menschen seinen Fähigkeiten entsprechend eine Chance geben. Der Arbeitsmarkt ist überfüllt und selbst die Sehenden sind in einem scharfen Kampf gegeneinander um einen Arbeitsplatz verwickelt. Natürlich werden die schwächeren Arbeiter beiseite geschoben und viele unter ihnen verbluten, im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem muss man ständig ein Vorurteil vor Augen haben, und zwar von denen, die uns unterstellen, die Nichtsehenden können wegen ihrer Gebrechlichkeit keine nützliche Arbeit machen. Natürlich freuen mich alle Bemühungen, sie so zu bilden, dass sie sich selbst helfen können, aber das ist für mich nicht überzeugend genug. Es wird für Blinde niemals möglich sein, als eine eigene Klasse unabhängig zu sein, um alles zu tun, zu dem sie fähig sind, bis all ihre sehenden Brüder und Schwestern die Chance haben, im vollen Umfang ihrer Fähigkeiten Arbeit zu haben. Deshalb befürworte ich für notleidende blinde Menschen eine Pension, und ich denke, dass eine solche Pension vom Staat oder den Gemeinden bezahlt werden muss. Diese Pensionen müssen jenen von Alten, Krüppeln, geistig Behinderten und Industriearbeitern angeglichen werden. Die einzige Ausnahme für Pension sollte es nur für Menschen geben, die für und mit Blinden arbeiten, dass sie mit ihrer Pension allein nicht zufrieden sein sollten, aber ihre Bemühungen fortsetzen, die Bedingungen für die Nichtsehenden in jeder möglichen Perspektive zu verbessern. Dieser beigelegte Brief ist nichts anderes als ein inhaltliches Konzept, das nicht nur in den Vereinigten Staaten angewendet werden soll, sondern auch hier in Wien. Dazu habe ich auch von meiner Seite so viel wie möglich dazu beigetragen. Und ich habe dafür gesorgt, dass der Brief von Helen Keller in der Neuen Freien Presse veröffentlicht wird.